so, wir sind Eduard und Heidi Giesbrecht aus Bolivien. Ursprünglich sie ich in Sommerfelder von Caguaçu. Und das ist meine Frau Heidi, sie ist von Witmersum in Brasilien. So, wir sind eine ganz bunte Eier. Wenn ihr dort verjährt, das ist nicht das Wichtigste. Aber wir freuen uns, dass wir kennen von der auch hier sind. So, dort sind, wer wir sind, so Heidi wird ein bisschen über unsere Familie reden. Jo, wir sind 8 Jahre befrieden. In diese 8 Jahre habe ich in Bolivien gewohnt. So, wir befrieden uns und fuhren nach ein paar Tagen zur Honeymoon und dann trok ich nach Bolivien mit meinem Mann. Ich weiß noch, das war so eine schöne Reise. Ich check die Surtidores, von wie sie fuhren. Sogar die Menschen, die da Gas anfallen, die checkt ich Frau an. So freue ich mich, dass ich mich nu befrieden habe. Und nu werde ich nach ein anderes Land trekken. En dat is Bolivien. So, ik zie daar 8 jaar en Eduard is daar 10 jaar. Hij weet al 2 jaar voor mij. Hij deed al een beetje ruit maken. Dat wanneer God aan wordt früh geven, dan wordt dat al ruit zijn. Ja, ik zie 10 jaar in Bolivien. Als Mord krijg ik 10 jaar geworden. Dat ik door als missionair gaan ging. God erop mij doorgaan. Ik voel me überhaupt niet dat ik weet, maar dat ik dat zal kennen. Aber Gott erlaubt immer war und der leidt nicht nur, weil ich gehorsam wir. Und er hat mir dann die Kraft gegeben, dass ich das tun kann. Und wir sind mutig bei unserer Arbeit, was wir tun können. Und wir haben auch die letzten 3 Messfeierjahre von diesen 10 Jahren haben wir eine Gemeinde angefangen. Wir haben auch eine andere Gemeinde, das mitgearbeitet, nu eine angefangen. Wir fehlten eine Berufung extra dazu, die habe ich all lang teruggefeilt, all im Semter. Und will das dann gar nicht so sehr so haben, aber Gott hat die Berufung gegeben und nu sind wir als Gemeindeleiter in der Arbeit. Und das ist sehr schön. Es ist ook sehr schwer. Es ist nochmal sehr schwer. Beides. Ich habe nochmal der, du würdest bloß für die wählen. Aber das ist für mich ernst eine Arbeit so. Also das ist sehr schön, wir sind mutig bei unserer Arbeit. Jo, und Gott hat uns auch 3 Kinder gegeben. Wir haben in 3 Jahren, in 8 Monaten, haben wir 3 Kinder. Ich glaube, wir haben da noch ein Bild. Ja, so sehen wir aus Weihnachten, aber wir sehen nicht immer so aus. Am Alltag dann. Das wird Weihnachten so was, 24. So was. Dann am Alltag dann, na sind wir so normale Menschen als jeder einer von uns hier. Und ja, das wird Weihnachten. Wir haben einen Jungen, der ist 4 Jahre, das ist der Timo. Das ist der, der den Ball hält. Und dann ist der Zweite, der hat Donnerstag Geburtstag, das ist uns Liam. Staat je fair, dat is een missionarenkind. Hij is 3 jaar oud, daarna geworden. En hij heeft op jeder Geburtstag bij nu gereisd. Dat eerste Mal naar Mexico, dat tweede Mal van Brazil, terug naar Bolivien. En dat derde Mal naar Chaco, Paraguay gereisd. Hij is nog niemals thuis geweest op een Geburtstag. Ja, en dan hebben we nog een Mädchen. Dat is onze Flora. Flora Joy, zij is 1 jaar. We willen van jou reden. Wenn es euch ist. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, sind wir hier alle befreit. Und dort ist was Schönes. In der Ehe, dort ist ein Wunder Gottes, dort ist, was Gott gemerkt hat, das ist wunderbar, das ist ein wunderbarer Plan. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange überreden, Adam und Eva und von so wieder. Dort hat Gott die Ehe geführt und wir gleichen dort. Und bloß die Sache ist, die Satan will auch von Anfang an in der Ehe bloß Fuß anschlägen en alle handen van je en beide Sachen anbringen. Dat weten we ook alle. En zo heeft zich dat door neergebracht, dat we eenmaal niet weten wat je is, of waar je uitgeleefd zal. En eenmaal weten we dat al, maar we speren ons zo, we weten niet zo recht in stich. Wat zullen we nu doen, wat zullen we niet doen? En we zijn einfach eenmaal aan de eng. En manchmal spert zich dat zo, ons eigen leven, dat besonders, ik weet niet of hier alle kinderen hebben, maar die wat kinderen hebben, dat kan bloos dagen in en dagen uit dat zaal zien. En maar waren te arbeid en klok 7 waren te arbeid en hij komt naar huis en de kinderen boden en dat speert zich zo, dat kamp, dat is bloos in de rood, dat hield niet meer op te draaien en we waren niemals mal uit de ruit kennen. En dan op eenmaal vangt zich dat aan te rubbelen. En op eenmaal dan vangen we ons een beetje aan te vergeten, zoals we damals irgendwo unter den Grapefruchtbaum zaten en dat op eenmaal een beetje kusten en zo wieder. En we hebben al die Geschichten een beetje vergeten. En dat wordt een klein beetje kalt. Ik weet niet, is dat hier im Chaco ook zo wordt. Hier is je dat allemaal warm, niet zo? Maar ik geloof, na je kan hier nochmal kalt worden, wanneer we den niet unerholen. En we willen van daar wel
bringen wir unsere Eier alle. Und nicht bloß je, wie Salz bringen unsere Eier von der um Talier. Wir bringen die mal, dass die mal waren geschmiert worden, ein Filter gewechselt worden. Und dort wie ans Kopf war ein bisschen ernähren lassen, was Gott seine Idee will für uns. Und wenn wir wissen, was Gott für uns will, dann schafft das hier ab ihr auf einmal alles viel, viel besser. So, und du hast ein Thema. Jemand wird das vielleicht denken, na, hier nu sind von so weit und gekommen, nu will die Fuß nach das Thema an. Wenn das ein bisschen Thema, du kannst noch mal ein bisschen, du rubbelt das, plus wenn das Wort manchmal sagt. Und ich werde das Wort mal sagen, dann mal sagen, was ich denke. Oina don sein. Dann check je alle an. Oina don sein. Wer will das, nicht so? Ach, was für ein Wort, was will Paulus tun? Und der andere Mann denkt sich so, ja, ich wollte einmal von das reden, meine Frau fehlt das einmal. Oina don sein. Und der eine wird vielleicht denken, na, das habe ich alltid einmal mit Trouble und ich kann mich mal bloß nicht einmal harchen. Und sie sagt, nee, wir wollen mal nächstes Abteil von der reden. Wir wollen mal checken, was die Bibel überhaupt dazu sagt. Wenn sehr viel mal habe ich den einen Satz in der Bibel gelesen, und das ist den einzigen, was ich behalten will, dann pitch ich mit denen aus. Und für jeden, was die Bibel mir wirklich sagen will. Ich nehme mir die Arbeit, dort in diesem, ein von den Büchern, wo das Satz, das große Satz, was wir in der mennonitischen Kultur geholt haben, was ein feiner Satz ist, was wirklich in der Bibel steht, das Wort, einer da das wirklich tut, habe ich nu so viele Jahrhunderte in unserer mennonitischen Kultur gehabt, und da habe ich viel Geld gebracht, aber da habe ich viel Zweiheit gebracht und viele Eis, leider. Ich möchte mir die Arbeit, dass im Epheserbrief, das ist ein von den Büchern, wo Paulus dort geschrieben hat, was einer da seine ist. Ich möchte mir die Arbeit nicht bloß den einen Vers zu studieren, nicht bloß dort Kapitel zu studieren, sondern das ganze Buch, was er zu sagen hat. Und wir wollen mal nicht anfangen mit dem Vers, was er zu sagen hat, sondern wir wollen das ganze Buch einmal über studieren. Und wir wollen natürlich hier nicht den Titel nehmen, das ganze Buch durchzulesen, sondern ich habe einfach mal ein paar Verse gelesen, damit wir verstehen können, was das Buch an sich will. Und das ist einfach ein Thema, was für Fundament ist, was ein Grundlehre für uns hier von der ist. Und wir dachten, wir wollen mit diesem Thema anfangen, wenn wir wollen hier diesen Abend, oder diesen jenen Abend, was wir taub sind, nicht bloß irgendwo Buben und ich habe einen Grund. Wir brauchen irgendwo einen Grund, dass wir irgendwo nachbühen können. Und dort sagt es das in Epheser 1, Vers 5. Du fängst das all an. Wenn Gott seine Liebe für uns hat er das so eingereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will als seine eine Kinder. Na, was hat, dass Jesus mich annehmen will als sein eine Kind? Was in der Welt hat das zu tun mit morgen früh unerdoen zijn, oder auf morgen früh leven oder so wieder. Dat waar we meestal merken dat dat sehr viel zu tun hat. Wie doen ik? Hij wil ons aannemen dat we Kinder sind, dat we seine Kinder sind. Und dat wir uns ein Kind, das schmiert sich einfach in den Vorder seine Arme sind. Wir haben 3 kleine Kinder und die vertrauen uns ganz. Nachmal von Hochbuben schmiedet er sich in Eikos vor, der denkt bloß, was tust du? Aber das Kind vertraut mich, wenn es das weiß. Papa wird mich catchen, Mama wird nur mich abpassen, der wird das Beste für mich tun. Das ist, was Gott von uns will haben, dass wir seine Kinder sind. Und dann führt es ein paar Vers wieder, redet von, ich will nicht alle Bibeltexte abnehmen, bloß, dass wir hier bei sich fair kommen, dass wir Weisheit und Einsicht können haben und dass wir können Jesus kennenlernen. Ich weiß nicht, ob du ein Kind Gottes bist, aber den Tag, wo du sagst, Jesus, ich will die aus meinem Heiland haben. Wenn du das von dir noch nicht getan hast, von dir, was du nach der Gelegenheit kriegst. Aber den Tag, wo du dort gesagt hast, das ist ein Tag, wo du anfängst, eine Person kennenzulernen. Und das ist Jesus Christus. Das ist nicht bloß irgendwer du im Himmel. Jesus ist wirklich eine Person und er will die in mich kennenlernen. Er will ein Verhältnis mit uns haben. Er will uns Freund sein. Und dort will er haben. Und dann sagte du in den nächsten 2 Kapiteln ein Teil wird, ich werde nicht mehr alle abnehmen, aber der nennt uns Kinder, der sagt, dass wir Rat sind. Er sagt, dass wir reich für dich sind. Wisst ihr, dass wir alle, dort, was wir getan haben, als wir gut sind oder nicht, wir ran in unsere Hals, wo sich es mählich. Und er hat das reich gemerkt, dass, wenn wir Jesus haben, dass ein Ziel war, im Himmel eingestellt ist, wo das hingeht. Er hat uns reich gemerkt. Er hat uns den Ohr gemerkt. All dat wat Gott ist, der Goldgasse, was du alle rein hast, der war wie alle Orwe. Und weißt du, wo Gott ist? Nicht ich kriege ein Port und der andere 25%, Jana ein bisschen Prozent, no. Wir alle kriegen das volle auf Gott.
Hij zegt, hij kan jeden een dat vallig geven. En dan zegt hij heeft ons zoveel kracht in ons neergegeven, dat sogar zoveel kracht als Jezus van dood abstonden deed, dat dat in jeden een van ons is. Fühlst du die so, dat du zoveel kracht hast, als Jezus van dood abstonden is? Krijg zoveel kracht als in die Berne, wanneer du Jezus kennenleren is. So, dat zijn alles Sachen, wat hij zei dat. En dan, wanneer we die Kapitels een beetje nagehen, de eerste 3 Kapitel sagt een beetje wer Jezus is en so wieder en wer wir in Jezus zijn. En dan im 4. Kapitel, dann fängt es an. Dann sagt er, als einer, der für den Herrn in Gefängnis ist, kreuw ik junt an, leeft zo dat het doormetstemt wat Gott junt beroepen heeft. So, das Paulus, der wie im Gefängnis. En hij muss im Gefängnis sein, nicht bloß wegen irgendwas. Hij muss im Gefängnis sein, wenn hij hoort das Evangelium gepredigt. Nicht wenn was erreichtet. Hij weet wenn was hij dort erreichtet hat. En das Paulus, wenn hij wat erreichtet hat, moet hij nu door het Evangelium zijn, in Gefängnis zijn. En wat hij zegt is, hey jongens, dood mal dort wat erreicht is. Leef zich zoals dat zich je zien dat. En hij spart het aan. En dan vangt hij van het 4. Kapitel aan, 4, 5 en 6. Du redt in deel zaken, wo du en ik kunnen leven, wanneer we Jezus Christus hebben. En ik wil bloß een paar zaken reden, wat dat u zei dat. Eins zegt dat u, zijt dat je van den oude mens loskomen. Dat is oude mens. Wel, dan begint het nog mal verab. Als je door onder den grapevruchtboom zat, of als je door omweg zat met de novia en met je meel, en dat ging alles zo schön en dat was alles zo fijn, dan werd het vielleicht alles gar niet zo. Maar dan op eenmaal, dan zei je bevrijd en dat 3. en dat 4. en dat 5. kind is hingewees. Dat geld is knap. En dat geht nicht jeder Tag schön. Dan op eenmaal dan sperrt sich so, du ist noch ein ouder Mensch, der will dort noch mal wiesen, hallo, hier zie ik. Een oude vrouw. Een oude vrouw, die wil dort noch mal sagen, hier zie ik, dit wer ik zie. Jesus hat uns nie gemerkt, er hat uns so seine Kinder gekauft. Aber du hast noch immer das oude Fleisch, das sage ich auch bei uns, hier zie ik. En dan zegt Paulus, zijt dat je van den oude Menschen afkomen. Du en ik gaan opgeven, dat we einfach ons de opgave merken, dat die oude ongewoonheden wat ik had, uit te grenzen, te bralen. En zo'n zaken, dat ik niet in de regen draaien word, en dat ik word met mijn kop en met alles wat ik heb, wat de andere rechten kon. Dat ik niet meer met vliet die zaken word doen. Wanneer die zaken nog maar zeggen, hier zie ik word in de regen draaien, en ik word zijn dat ik ervan loskom. Ik word einfach me bemeien door van los te komen. Ik weet, dat kan niet ik brug God zijn kracht, maar ik wil alles doen om door van los te komen, door God zijn kracht. Dat je zo leven moet als je deiden en zich door de zijn onschmerende last zelfs in de grond bracht. Je zullen door den Jezus van grond op en zuil en zijn nieuwe mensen worden, die door God zijn beeld in gerechtigheid en heiligheid geschaffen zijn. So Gott roept ons een nieuwe mens te worden. Hij wil dat we ganz nieuw zijn. En du bist al een nieuwe mens. Wanneer du Jezus aangenomen hast, wanneer du Jezus in dein hart hast, bist du een nieuwe mens. Maar we hebben nog immer een proces dat we ons immer waren erneuern worden. En dit proces wordt niet opgehouden zolang als dat we de uurtjes toemerken en met armen en herrlichheid worden zijn. Dat nennen we dat als de heilig. We zijn al heilig gesproken, maar we gaan hier op Erde nogmaals door 4 en zware zaken durch, omdat ons leven, dat oude en dat slechte losbrennen kan. En dan zegt het hier zo, red niet wat de nächsten schonen kan. Red bloß dat, wodurch je geholpen worden kan. Die junt hieren. Paar Vers wieder sagt het, beleidigt Gott zijn heiligen Geest nicht. En dan zegt het, im 31 en 32, da wordt het nogmaals met, dan zit het van Paulus, die zegt nogmaals, zal ik nog streng aan u schrijven? De Paulus, ik kan nogmaals ziemlich wat schrijven. Hier speelt zich nu, hier heeft de pitch geholt. Aber das ist bloß für was Gutes. Nicht um uns weidern. Bloß nochmal sagen, das ist die harte Wahrheit, was es ist. Sagt, das wird nicht mehr besser und furchtig übereinander. Und verzeugt euch nicht. Hier ab zu schreien und zu beleidigen. Lot von so was nicht mehr sein. Sieht lieber von Horten leibtulich einer zum anderen. Vergebt euch einander. So als Gott in Jesus Christus alles vergebt hat.
Ze beten en vochtig worden, den anderen uitbralen, wenn ze kon die nicht mehr verdrouwen, tot voorbij. Nogmaals, wel dat oude doen, nogmaals verkomen. Aber dat is van den oude mens, dat je hier nicht mehr hier han. Wie zijn nicht mehr der Mensch? En wordt nicht mehr beten en vochtig. Der andere, der ist gleich beten en vochtig und der schreit nicht. Der andere sagt, ich schrie mein Mann nicht uit. Was immer eine Art beleidigt. Dort sage ich auch beleidigt sein, als auch nicht, wo Gott uns gemerkt hat. Dort beleidigt sein, dort ist gleich Port von Gott sein Charakter. Nochmal, wie weit wir alle haben Kinder. Und ein Kind kann sehr leicht sich beleidigen. Meinst du, was Kinder? Dann sagst du, Kind, ein Wort arg. Je hebt plus, je hebt naar de kant. Schreeuw gleich, bak gar nicht. Je hebt plus naar de kant en is beleidigt. Wo je dat met zo'n kind op zijn in een huis? Je hebt niet schijn. Wenn es dort nicht port von dem Charakter, wat du hier, dat wie keine Taub leben. Und dann sage ich dort, wir sollen immer Gott ähnlicher werden. Und dann kommt dort Port, wo wir dann alle gewacht haben. 7 uinadon. Nee, er sagt noch mehr betur. Noch 3 Versen, dann sagen wir betur. Und bedrängt you nicht an Wien. Sagt das hier auch. Wir sollen uns nicht an Wien bedrängen. Wodurch je die Kontrolle über uns selbst verlieren. Aber wird voll vom Heiligen Geist. Das ist, was wir sollen. Das ist, was wir kennen, bitte sag. Red einer mit anderen mit Psalmen und Singen und jässliche Lieder. Singt und spielt im Hort dem Herrn zu ehren. Und dankt in alles immer Gott, den Vater, für alles in Jesus Christus, unserem Herrn, seinen Namen. Nu kämpet, endlich selber du. Schickt ihn einer zum anderen, ut Ehrfurcht für Christus. Und je frühest, sieht ihr Männer so unerdoen, als sie dem Herrn sind. Wels der Mann steht über seine Früh, so als Christus über seine Gemeinde steht. Für der er sich selbst handgeeft, erhellen zu sein. Und so als die Gemeinde Christus unerdoen ist, so sollen die Frühs in alles ihre Männer unerdoen sein. So, nu zijn we endlich bij toe gekomen wo wir gaan willen. Ik wil jullie de 3 vers herlezen, wat voor deze Tag stonden. Dan willen we bloß mal zijn, wanneer we dort zijn, wat die 3 vers zijn, wil we deze nächste vers dan verstaan worden. En bedrängt jullie niet aan Wien, wat ik jetzt lese dan. Wodurch je de Kontrolle über jullie verlieren. Een woord fall vom Heiligen Geist. So wie sollen fall vom Heiligen Geist sein. So fall, dat het überschillt. Red einer dem anderen mit Psalmen. Psalmen, das ist einfach Lieder singen. Scheine Sache, sagt einer zu den anderen reden. In jässliche Lieder. Singt und spielt im Hort, dem Herrn zu ehren. Das soll einfach Fiesta sein. Das ist, der hier jetzt singen und spielen der. Und dankt in alles immer Gott, den Vater, für alles in Jesus Christus an seinen Herrn sie nehmen. Postet dann durchhängen, sieh mich unadon? Post nicht so? Ich habe diese Stimmung nehmen, wo das Tag geschrieben ist. Singt dem Herrn mit Frieden. Merkt nie das Leid. Sie dankbar in alle Situationen. Und dann sagt er, du ein Vers, das ist der 21. Vers. Wenn ihr nicht habt gepostet habt, dann habt ihr nicht mal gehört. Weißt du, was er dann sagt? Sie können einer den anderen unadon. Einer den anderen. Einer den anderen. Einer den anderen. Einer den anderen. Sie können einer den anderen unadon. Das sage ich gar nicht unbedingt bloß zu den Frühs hier wird. Das sage ich einer dem anderen. So fängt das Port von dieser Stadt an. Sie können gegenseitig unadon. Weißt du was? Den Tag, den 10. Januar, als ich Jota erzählt, entscheide ich mich, unadon zu sein. Entscheide ich mich, mit taub zu gehen. Und nicht mehr allein ein Leben zu führen. Das ist eine Entscheidung, die ich den Tag traf. Ich entscheide mich dort nicht mehr, ich will mein Wille gehen, sondern ich will nicht dort tun, was Jesus von mir will haben. Und ich will alles so tun, dass diese Freude hier auf ihr Schein gehen kann. Ich will unadon sein. Und ich will respektieren. Nu als je denkt zo, dan de nächste Vers ist, da alle te de Frühs geredet. Dann sagt er so, schickt ihn einer zum anderen uit Ehrfurcht für Christus. Wenn wat wo ich unadon sein. Wenn ich Jesus zuerst ehre do. Wenn ich Ehrfurcht vor ihm habe. Und wirklich, plötzlich ist einmal eine Sprache, wo uns wird viele tun. Und aber in diesem
sind dat meest alle andere spreken wat dit woord niet gaan. En plotisch heeft u dat rechte woord, maar dat beste woord wat ik ze traf. En dat is uit eerfurcht voor Christus. In Hoogdienst heb je dat woord ook, eerfurcht. Eerfurcht, dat is de woordtaup van ere en verchte. Dat is niet angst aan, ik heb angst voor God, sondern ik heb een eer, maar wenn man sagt, dat is niet God. Ik heb een eer en een respect voor God. En wanneer ik God eer en respect heb, en wanneer ik aan zijn lijf zie, en op het tegelijkertijd zijn respect heb, dat ik aan zijn noemen niemals meer spreken word, dat zijn furcht, zijn heilige furcht, niet naar angst, wat mij vastbingen deed, door wanneer ik dat heb, waar ik mij in ordne. Wat dat hier zei, dat ziet je jeenziedig. En dan zegt dat zo, zegt dat zo, en je vrees, je ziet je mannen zo in doen als je dem Herrn zendt. Wils de Mond steht über seine Früh, so als Christus über seine Gemeinde steht. Für der er sich selbst handgeeft, Heiland zu sein. Und so als die Gemeinde Christus unnadon ist, so sollen die Frühes in alles ihre Mannen unnadon sein. So, hier ist das einfach eine Anordnung, dass die Mannen sollen ihre Frühes in alles unnadon sein. Und das ist, was sehr gut ist. Dat wordt unnadon, weil we een klein beetje wat over reden. Ik leg dat eenmaal te zijn als een respect te hebben. Wie later waar we reden van dat de früh zal den Mond leven, niet zo? En wanneer we in deze wereld kijken, dat is helemaal zo dat we mannen gleich in een andere weg geluid te worden als früher. Wie Männer gleich besonders von uns respektiert wird. Wenn ich gesagt habe, ich will von der half eten und dort mir respektiert wird, das gibt mir irgendwo eine Frieden, das macht mich gut fühlen. Und der Früh hat ein bisschen eine andere Leibsprache. Der Früh, der wird eigentlich einfach diese, ich liebe die hat einfach ein bisschen eine andere Weg, Leib zu kriegen. Und das gibt sogar ein Buch. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Aber immer war ich hier ein bisschen gelesen, dann hast du ein Plotitsch übersetzt. Ich weiß nicht, ob Sie mal von dem Buch gehört haben. Das nennt sich Liebe und Respekt. Das gibt es auch auf Hochdeutsch, das gibt es auf Englisch, das gibt es auf Spanisch. Glaube ich, auf Spanisch weiß ich nicht genau, aber Hochdeutsch habe ich das auch. Und das ist ein Plotitsch übersetzt worden. Von einer Frau aus Mexiko, ich kenne diese Frau persönlich. Und was das Buch von redet, ist Krieg von das. Dat redt te de mannen, dat we mannen onze vrouwen leven en de vrouwen dat zij ons respecteren. En wanneer we dit doen, wanneer we in diesem leven dat we dit doen, dat zij mij leeft en ik, dat zij mij leeft en ik zij mij respecteert en ik haar leef, zo wil ik dat zeggen, dan op eenmaal is het ganze thema een klein beetje lichter, dan wordt het lichter. En dat is een plan, wat niet mijn plan is. Dat is niet die plan, sondern dat is God zijn plan, dat we zo leven kunnen. Dat we ons jenseidig leven kunnen. Nu redt het over ons mannen. Mannen, ziet jullie vrouwen groter goud als Christus in je gemeente goud weer, en zichzelf voor haar handgeven. Dat hij haar heilen kan, als hij haar eerst met dem water, zoals met het water gewaschen had. Dat hij in zijn eeuwen niet plakig oder verknutscht, aber heilig en onschuldig weer. Zo zullen ook de mannen ihrer vrouwen groter goud zijn als in een körper. Wer zijn vrouw niet goud is zichzelf goud. Wer zijn vrouw goud is zichzelf goud. Nog heeft keiner zijn enig Fleisch verschmeten. Ein Mensch versorgt und nährt seinen Körper so als Christus dort für seine Gemeinde hat, wils wie Glieder an einem Körper sind. Das ist, worum ein Mann, Vater und Mutter verloren wird, mit seiner Frau taub zu sein und die zwei Worten ein Fleisch sein. Aber allemal, die Männer sollen ihre Frühe so gut sein als ihnen selbst und die Frühe sollen so sorgen, dass sie ihre Männer achten. Dat zo wie als de tekst voor ons als lied geschreven. Dan wieder steht dat voor Arbeiter, voor Kinder en voor verschillende andere Sachen. Das laatste vers, aber wenn wir jetzt mal treigen, wat is voor ons mannen gezegd? En vele mal wordt op vroeger raam gehakt, du maakt unnadon zijn, du maakt unnadon zijn. En dat is wie dat eenmaal
kennen. Ik zou in de Gesellschaft dat oeina doen zijn. Ik maat oeina doen zijn. En ik word jaan wel doen, aber ik maat en ik maat en ik maat. Aber über uns Männer wird vielmal nicht viel gesagt. Und stell dir vor, was dort hier zu uns Männer sagt, wenn ich bloß zu Dios Mann reden kann. Weil ich sage, check mal, was das hier uns sagt. Dass wir sollen unsere Früh so leben, als Christus die in mir gelebt hat. Was sein Leben von uns abfällt. Wenn ich meine Früh so lebe, dass ich mein Leben von abfällt. Mein je, wo ich ein Tag in mein Leben sage, du machst mich nicht tun sein? Nee. Wenn ich so lebe, dass ich mich ganz hingebe für eine Stoffe wird, dann wo ich nicht auf eure Rampage die Matzen. Das, was ihr hier habt, das ist ein Verreich, und was eine Früh in sich selbst will. Das ist, was in er Nähe geboren ist, was Gott in er Nähe geplant hat. Und Gott hat in mir Nähe geplant, dass ich beschützen will und dass ich abpassen will, dass ich zu eten geben will, so dass ich meinen einen Körper zu eten gebe. Dass ich kriege das selbst und arbeite. Dat heeft God in mij zijn Nähe geplant en dat ik 100% leven wil. En dat is het laatste vers. Maar allemaal, du schlittert op. Je mannen zullen jullie vroeg zo goed zijn in haar leven, niet zo, als hunzelfs. En de vroeg zullen zo zorgen dat ze ihre mannen achten, haar respecteren, zei in de Bibel ook. Zodat de hoofdvoeting vindt alles. Dat we mannen leven en dat de vroeg respecteren. Dat is zo wichtig voor ons dat we dat doen. Wat ik zei in de Gesellschaft, en ik weet niet of je dat ook met je zijn hebt, wat ik zei, wenn wat los ik dat, wenn wat noem ik dat ganze buik. Wanneer ik Jezus Christus in mijn leven heb als mijn Herr en Heiland en dat Hij mijn leven 100% regiert, wanneer ik val van Heiligen Jezus, wanneer ik gerecht voor die zie en wanneer ik ontvang Christus te leggen, dan word ik in mijn leven niet bij de neidigheid komen, dat ik mijn vrouw wil moeten zeggen, die matsen. En dit is wat ik ons mannen van jou zeggen wil. Weil we onze vrouwen mal Freiheit schenken. Dat ze zich niet veilen om een druk te zijn, sondern dat ze dat kunnen einfach für Christus zelfs entscheiden, wo ze ons worden behandelen. En ik wil mij entscheiden, wo ik haar behandelen word en dat ik mij aangeven word. Weil wir uns einfach eine Entscheidung zu nehmen, dass ich unter Christus sein und dass ich so voll von Heiligen Jesus sein, dass ich nicht mehr eine Neidigkeit habe, um mein Fleisch zu checken und Glaube zu sagen, du machst. Ich will ein Lehrer sein, aber ich will dort Lehrer kennen, ohne fair zu sein, ohne zu schreien, zu brüllen, zu grumsäuen und hem. Lehrer, das ist ein Satz, wo wir den gehört haben. Du machst mich unerdonnen sein. Ich glaube, meest alleweil, wo wir den gehört haben, ist das Lehrer meest einmal in eine Trühe, in eine enge, in eine angsthafte Situation. Und dort wird keinmal der Plan Gottes. Der Plan Gottes wird, dass du Frieden und Frieden sein und dass wir können taub arbeiten. Dass wir können taub eine Eier sein. Weet je wat, in deze tijd wo de Bibel geschreven wordt, in deze tijd wo Paulus dat schreven deed, waren vroeger zes tieren ongezien. En dat we bloos ons geloven, wat thuis moest kinderen merken en wat moest de kinderen voederen. En Paulus zegt, de jeft in het recept waar ze taub arbeiden kennen. Paulus, en er staat dat hij de vrouw wat rooftrekken, neemt ze de vrouw en heeft haar op en zegt, je kennen taub, je jen sie dich achten en leven. Dat zijn van zo wat wordt in die tijd nog niet gereed. Jezus wie een van de eerste mensen wat mal zegt, je mannen, waar man sagt, wat dit in der Stadt deuten wordt met vrouwen überhaupt reden wordt. In jene tijd worden man niet mal eine Frau begreizen. En Jezus is een van de eerste mensen wat een barm jet en met een vrouw een lange vertaal heeft. Jezus dreht dat ganze Bild op. En Paulus neemt deze situatie en zegt, merkt einfach een beetje Ordnung. Frau, respektier am. En man, jeft die hand, zie er goed. En dan wordt het fijn schaffen. Heidi heeft een Beispiel. Jo, wanneer ik aan dit denk, het eerste wat mir im Kopf komt, is een charm. We hadden het mal op een chance wie dat mal. En dat is me immer waar zitten gebleven. Wenn ich op onze chance, dat we van een van die potjes wat we in Bolivien bevrijen doen. Wat zeg ik? Een potje wat we truien doen. Wanneer ik oh, das charm is nog, al daar een paar, je weet dat je gewoon. Want ik denk dat Eduard is mijn, dat ik zal onja doen zijn, onja Eduard, dan zou ik dat als een charm over mijn leven. Dan zou ik dat hij
als een autoriteit en ik ga zeggen voor deze autoriteit gebed. Ik bevrijd me met 31 jaar en mijn ma zegt immer, die man waar we nog mal, nur wird maar zum aanbeden, wens der ist nicht von hier. Der wordt van 6 gekomen, dat hij nog mal van Sommerfeld wird komen, dat ik nog mal wird in Bolivien wohnen, van zin heb ik nie gedroomd. Aber gebed heb ik voor een eigen man. En als ik kom, en dit even mijn kop tijd, dit onjadoen zijn, dat hij wie mijn beschützer, dat gaf me en geeft me immer weer vrede in mijn hart. Wens hij checkt over mij. Hij is die wat mijn rechtlinie geeft. Veel wie ons vroeger, als waren de man, als die wat op een bar gezet en wie vroeger zijn tot Piet en wie worden hier aangelenkt en wie worden daar aangelenkt en nu moeten we bij boos zich ranen. Maar dat is niet God zijn plan. God zijn plan is dat hij mij derg, dat hij, wanneer hij te mij zegt, hij die kosten on je doen zijn, dat ik einfach dort als een beschützung van am sei. Verstehe je mij? Wat ik tot zei, wel, wat ik legde in dit beeld te doen is, dat we taub in de charme zijn. Manchmal zijn we vielleicht in Beker, ik weet niet, als jemand zo'n boekje zijn had, wo er een groter charme is, dat is God, en dan een kleinere, dat is de maan, en dan een kleinere, dat is de vrouw über de kinderen. En ik kon dat beeld verstaan, maar wanneer ik zal bloos alle verantwoording über meine vrouw hebben en immer ren alles weten, ik weet gleich immer alles. Weet je, nogmaals gleich ik einfach met haar taub naar God te gaan en zeggen, hey, we hebben dat liever taub naar God brengen. We hebben taub naar God gaan en allemaal vrouwen wat voor onze eigen nu dran is. Wat voor onze familie nu dran is. Want ik weet ook niet immer. Ik zie wel von Gott bestimmt, aber ich kann auch da tauschen und ich kann sagen, ich weiß nicht in jedem Moment, ich habe nicht alle Lösungen, ich habe nicht alle Antworten für die. Ich habe nicht mal taub, in diesen Charme sein. Und wie versuche ich immer, in diesen Charme zu sein? Dass wir immer in Gott kennen sein und dass er über uns ist. So, ich gleich meine Rolle zu spielen, mir merkt das Frieden, aber am besten merkt mir das Frieden, wenn ich das besiegt kann. Und dass ich nicht mal glaube, dass ich sie irgendwas geraten habe, sondern dass ich taub mit ihr kann. Wenn es in keinem Fall hat die Bibel dazu gewollt, dass ein Mann mehr wert ist. Wenn wir die Bibel von Arbeitszeit durchlesen, weit wie das Mann und Frau haben beide denselben Wert für Gott. Und das ist so schön, wenn wir ein bisschen den anderen ohne Gott kennen sein. Und dann worden unsere Kinder sich hier auch sicher fühlen und die Sachen worden besser gehen. Ja, und was ich zu den früher sage, weil vielmal feil wie uns so, wie Deutsche, wie Mennoniten, krijgt de soort wat Eduard zegt, wens onja doen zijn, wie weer mal op een chast, wo die prediger van ver op een council, dort timen gaan. Früher was onja doen zijn. Ich dachte, das geht nicht, op een chast, wo du von so viel Sachen reden kannst, von der Zukunft, was fertig steht, für das Leben, was du mit den Zukunft ja man nu leben wirst, das Einzige, was du hier wirst, du bist nicht noch onja doen. Und wenn du das of vielleicht al immer gehört hast, von dem Tag, wo du die befreit hast. Vielleicht hast du eine Schwärmer, dort alte die sagt, na ja, nu wird der Tag kommen, dann wirst du euer Min sehen, euer Don sein. Ich möchte von dort sein, wo frei von dort. Means ich glaube, hier sind so viele Frühes, junge Frühes, mit Kinder, ohne Kinder, die können so schienen für Gott. Die können leben für Gott. En veelmaal heb ik dat je veel, vele mannen een grote dag over die vrouw gesmeten. En wo is die vrouw? Die zit irgendwo aan je ene dag. Sei dat als een charme. Want die man wel, want du zoals onja doen zijn, dan sei dat als een beschützung für dein Leben. Aber sei dat niet dat hij die alles wegneemt. Leef. Wie wenn du nu nicht leben willst, wann will wir dann leben? Wann wir nu nicht eine scheine Eierwelle haben, wann will wir dann? Wann wir 50 Jahre befreit sind oder 100, wir wollen nu. Ich will vandaag. Vandaag will ich den schönsten Abend haben mit meinem Mann. Das ist, was ich mir wünsche, für uns alle. Gesunde Eiers. Ein Eiers, wo die Frau sich nicht feilt. Ich sehe hier die kleine Sklave, was macht hier meine Suppe kochen, mein Riesen, mein Mann kann vielleicht 12 eten. Wir können das alle tun. Aber hij heeft een ordnung in Gott über ons Leben, nicht eine Ordnung mit einer Pitch. Wir sind frei. Gott ist uns so gut. Wir haben dort immer wieder gehört, dass der Mann es viel mehr wird. Von so einer Rätebibel nicht. Gott hat eine Ordnung geschickt, in Hand gestellt, dort so feinen Gott. Und
zie ook onja Eduard. Aber danach, hij schifft mij bloos, dat ik schienen kan. Dat ik dort zie, wat Gott mir gemacht hat. So, en we willen nu nog van nog een beetje naar een ander thema gaan. Dat heeft alles met dit te zeggen. Dat is de Geschichte van Johannes 2. Als Jezus op een Chast eingeladen is. Jezus is met zijn ma, zegt de Bibel, geht hij op een Chast, bevriet zich weer. En dan is er een trouble. Weet je wat de trouble weer? De wien wordt alle. David weet dat. David weet om den wien. Hier im Chaco wordt de terroré alle worden, ja. Wat wordt hier alle worden? Dat is niet nou een yellow. Maar dat was ja schuld zijn. Zo, de wien wordt alle. En Jezus maakt door een wunder. En de Bibel zegt in Johannes 2, Vers 2. Jezus en zijn jünger, die werden te deze Chast eingeladen. En over dit woord eingeladen wil ik reden. Ja, ik word die Geschichte plus vertalen, ik word hier niet lezen. Jezus werd op de Chast, wordt de wien al en dan maakt hij door een wunder. Hij zegt dat de arbeider door dezelfde krukken vol water maken en hij maakt nog een betere wien als door alweer. En dat we Jezus zijn eerste wunder. Maar wat ik, van een woord wat ik reden wil, ik wil van 3 woorden reden van deze Geschichte. Het eerste is einladen. Jezus weer op die Chast eingeladen. Hij weer door. Hij weer eingeladen. Waarschijnlijk wordt mij dat kunnen, want ik juist Jezus nog had kunnen een opgeschrevene Einladung im Himmel had kunnen brengen. Ik kon dat niet. Ik kon hem in mijn gebet einladen. Maar ik had mij mocht en die tijd in de Bibel bevrijd hebben. Ik hoop bloos dat die Eduard dan ook doorgeleefd wordt hebben. Met een andere wil ik weg. Ik wil bloos met hem. En ik word mij ook nogmaals met hem bevrijd. Zo schijn is dat. En Jezus is eingeladen op die Chast. En dan passiert dat wunder. En even wat, in een vraag wat ik heb, einfach is vandaag, waar is dat begint? Waar is dat in june eieren? Ik weet, we kunnen alle niet meer Jezus een kort geven, maar we kunnen bidden. En we kunnen Jezus vragen dat hij in onze eieren eingeladen wordt. China van Jund is vandaag op zijn chastingsdag. Want ze zijn hier alle aangekomen en alle zijn al bevrijd. En vielleicht zijn je hier 1 jaar bevrijd, of 2, of 10, of 15, of 20. Ik weet, mijn schwierouders zaten hier en die zijn 48 jaar bevrijd. En 2 jaar vieren ze 50 jaar. Zo Jezus weer eingeladen. Hij weer op de Chast. Want wanneer we Jezus einladen, dan komt hij ook. Hij is niet zo'n ghost, wat nog denken krijgt, of wat nog afzaaien moet. Wanneer we Jezus in ons leven einladen, in onze eigen, dan komt hij. Wene, hij komt. En als hij dat wunder gemaakt heeft en dat voor dich is, dan zegt de Bibel in Johannes 2,11, dit werd dat eerste wunderteken dat Jezus deed. En dat passiert in Kana in Galilea. Met diesem openbaart Jezus zijn Herrlichkeit en zijn Jünger geloofden aan hem. Want je worden Jezus en jene eigen inladen, want je worden, dan wordt de Herrlichkeit komen. Dit werd het eerste wunder wat Jezus deed. Die mensen werden niet mal reit. Die waren niet reit. Maar Jezus nam de gelegenheid en hij mocht van dat water mocht hij wien. En wanneer we in onze eigen Jezus binnen hebben, dan is Jezus zijn Herrlichkeit over Eduard, over mij en over onze 3 kinderen wat we groot wijzen. Veelmaal gaan we durch troubles en we gaan durch zware Sachen en we gaan zware door. Wens geld, wens schulden, wens familie, wens beledig, wens arbeid, wens zoveel Sachen. En Gott kann nicht seine Herrlichkeit wiesen in onze eigen. Wens we geven niet mal ruim. We zijn zo focados, we zijn zo gezielt met de troubles, dat we zijn God wat hij doen wil. En dat andere wat het hier zegt, zo zijn Herrlichkeit wordt openbaard en de Jünger vangen aan te leven. Als ze dat zeggen, dit is wat Jezus doen kan.
En dat is mijn aanleiding te vandaag. Ik weet niet wat die eier is. Ik hoop die dat junt dat zo schijn als nog niemals eier. Maar wanneer het niet deed, dan is vandaag een gelegenheid. Lood Jezus in jullie eier. En hij wordt niet opzaaien. Hij wordt komen. En die haarlichtheid, die komt dan ook. Die gouden dag, die worden komen, want die allemaal door vieren, die komen verder. En die jenja geloofden aan. We worden geloviger aan God. We worden met hoopning in onze eigen checken. We worden met hoopning naar onze tjenja checken. We worden met hoopning naar onze fub checken, want die op eenmaal niet veel geld heeft. We worden geloviger in onze levens. Onze familie, onze tjenja, die worden leven aan God. Want we Jezus in onze eigen aanladen. Weet je wat? Dat schaft niet mal een eigen ohne Jezus. Want je dat wat nu geproefd hebt, no funciona. Dat schaft niet. Wens wat? Wens een eigen brukt Jezus iedere dag. We brukken aan. We brukken zijn genade, zijn lijf, zijn vergeving, zijn rechtung. Hoeveel mal zijn we op deze aarde en we leven ohne rechtung. We weten niet mal wohin. We hebben niet een ziel. We zijn op een weg, maar we weten niet. Maar wanneer Jezus even ons is en ons binnen is, dan vinden we een ziel. Een ziel voor onze tjenja, voor ons als familie. En we willen een gelegenheid geven, vandaag te ovens, dat we alle Jezus aanladen in onze eigen. En hij wordt die heerlijkheid raufkomen laten. Op ons tisch, waar we eten. Op ons voertuig. Dat we aan onze voetje niet meer strijden. Maar dat die lijf mag daaruit komen. Die mag daar binnen zijn, want we voren. Alle van ons voren. Vielleicht zijn 2 eierparen hier te fout aangekomen, de andere voren alle. Oder op motto, oder waar immer we hier aangekomen zijn. Jezus wil ingeladen zijn. En wanneer du dat vielleicht op die Chastdienstdag niet gedaan hast, dan is vandaag, de 22 april 2023, een gelegenheid voor jullie beiden. Wens weet je wat, er wordt zeer veel doen, want einer van jullie wordt am aanladen. Maar wanneer je bloos wist wat voor een kracht dat heeft, wanneer je beiden Jezus aanladen worden. Kom, Jezus. Kom. De jenja, als Jezus naar de hemel ging, en hij al weg weer, dan zeide de jenja, Maranatha, Maranatha, Jezus. Jezus, kom. Dat woord Maranatha bedient, Jezus, kom terug. Die werden desesperados, wens meester, leider, die wordt entwiesen, dat wo ze gaan zullen. Die werden om hemel gevorderd. Die hebben zich naar dem gebankt. En die gingen, die checkten zich aan en zeiden, Maranatha, 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 wo blijft ons Jezus? En Jezus weer im hemel. Zo kunnen we ons eigen schreeuwen naar God. Dat hij komt erover. En hij fixt ons eigen op. Hij fixt ons leven op. Hij brengt verandering. Maak ons. Wens die verandering wordt blootkomen door deze eigen wat hier zitten. Die wordt niet door die komen wat hier niet aangekomen zijn. Wens je hebt aangestrengt en je bent hier. Je wil een verandering. Wer nicht an seine eigen Schaf will, ich rede nur nicht von die, wat nicht kommen können. Aber wenn du einmal bleibst, das ist gut für meine Eier, dann war ich mit meinen Früher, ich war mit meinem Mann hier hinfahren. Wir brauchen noch allemal ein Talier in uns Leben. Wir fahren nicht mit unseren 10 Jahren, wir fahren. Irgendwann stehen wir auf der Transchaco. Dann ist es nicht mehr, dann sind die Reifen alt. Und so ist es mit den Eiern. Und der einzige Talier, wo wir hinfahren können, ist nur Jesus. Wir können noch mal nur Rot fragen, ja. Wir können nur die Tschorke fahren, nur die Predigers. Aber Jesus, der ist immer da. Klock 3 morgens, klock 6 Mittag.
en die helpt ons. Wie ons vroeg en die helpt ook de mannen. Die helpt ons ook met die tjenja. Jezus is daar. So, wie brücke Jesus? Wie brücke am? Wie brücke am, zoals Heidi Jurot zegt, zoals de jongeren zeggen, Maranatha, Jesus, kom. Ik bruk den zo zeer. Ik kon niet ohne den. Ik kom van een zeer fijne familie. En ik dacht, maar Jesus, der hat ja nicht viel Sünde betonen für mich. Aber du wie ein Tag, wo ich mich selbst zu sein krieg. Und wo ich auf einmal sage, die Sünde und die Stoltheit wird in mir berne wir. Und die Sünde wird heute für mich betonen muss. Dann werde ich auf einmal an, dass ich brug Jesus sehr. Und ich brug am sehr neidig und ich brug am Kreis nu. Ich weiß nicht, wo dein Leben mit Jesus steht. Aber das ist sehr wichtig, dass du und ich, dass wir das alle ganz klar haben, dass Jesus uns Radar und uns Haar ist. Dass er uns fair sein wird. Und wir wollen nu eine Gelegenheit geben, dass wer immer Jesus noch nicht kennen hat, wer dort nicht Frieden im Herzen hat, wenn du von dir auch nicht ganz 100% Frieden im Herzen hast und du nicht weißt, was du gerat bist, von dir ist ein Tag, wo du dort sicher merken kannst. Ich wie ein natter Jung, als ich mich bekehrt habe. Heidi vertelt einmal, wo sie eine Mädel wie und wo sie sich mit ihrer Mama bekehrt hat. Und sie hat so ein Bild gesehen, das ist von Gott, hat reinwaschen mit dem Flurstock, mit Seibwutter. Wenn Jesus wascht uns von Sünde rein. Er wascht auch von dir noch von Sünde rein. Von allen Sünden, was immer du getan hast, das kann die euchste Sinn sein. Jesus sein Blut hat jeder Sinn betont. Und jeder einer kann diese wir nu mit mir auch mit sein. Und einfach sich hingeben nur Jesus. Und don't uns wie das all euer Entscheid haben oder nicht. Sei so mit mir. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, Jesus. Dat du gestorben bist. Dat du gestorben bist. Dankeschön. Dankeschön. Dat du abgestoßen bist. Dat du abgestoßen bist. En Jesus, En Jezus, mir dat alles leid. mir dit alles leid. Bitte, Bitte, wasch mir rein. wasch mir rein. Merk mich ganz nie. Maak mich ganz nie. Ik vraag die, Ik vraag die, neem mij aan neem mij aan als dien kind. als dien kind. En raad mij. En raad mij. Vul mij Vul mij met dien Heiligen Geest. met dien Heiligen Geest. En schenk leven. En schenk leven. Zo zei je, Zo zei je, dat dat eeuwig schild. dat het eeuwig scheelt. In naam Jesus In Christus. naam Jezus Christus. Amen. 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 Ik mocht die zeggen. Dat de Bibel zegt, wenn du ein Sünder Jesus bekent als Herr und Heiland, dann hast du ein Fass im Himmel. Und die Engel freuen sich von dir mit dir. Und ich kann hier mehrere Hänge sein, alle Wehen, mein Kind. Und ich mag von dir über die sagen, Jesus freut sich über die. Die Engel freuen sich über die. Du fängst ein neues Kapitel an in dein Leben. Hier sind manche von dir Brüder und Schwestern, die wollen dich helfen, in das neue Leben zu gehen. Die wollen die nicht bemotten, sondern die wollen die unterstützen und sagen, komm mit mir mit. Komm mit mir mit. Du kannst ein neues Leben von sich führen. Ein neues Leben, wo du gewinnen kannst. Wo du nicht mehr allein brauchst. Und ich will auch über die einfach ein Sehen sprechen. Du bist nur ein kleines Kind und du kannst wachsen. Nimm den Milch, nimm dort Eten, alles was für die Reihe ist, nimm dort. Und krieg dort einfach in dein Hort, dass du kannst wachsen und armähnlicher werden. Und weiter, ganz genau, und lass den so tun, die niemals mehr verlieren. Du bist vergiftet, du bist reingewaschen, du bist reich vor dich, du bist einfach geheiligt. Gott hat die heilige Sprache, wenn du Jesus Christus in dein Hort hast. Und dort ist der erste Schritt, dass du das nächste nu sagen kannst, dass du Jesus Christus kannst in deine Eier einladen. So. Nu wil je nog wat andere doen. Du kannst deinen Partner eine Hand voeten. So ist erst einmal. Vielleicht hast du das die letzten 5 Jahre nicht getan. Aber vielleicht ist es jeder Tag. Voet ihn eine Hand, direkt mal einmal. Feil den mal, wahrscheinlich sich dort feilt. Das ist eine Hand an der Voeten. Das ist ein Mensch, der lebt, was bei dir steht. Es steht nicht, was scheint. Es steht nicht, was soll erscheinen. Dort hier Leben ist. Und wir waren nu wat sehr interessant machen. Das habe ich vielleicht noch nicht getan. Aber wenn das geht, ich sage, das ist schon, ich habe noch Ruhm. Wenn das geht, dann sagt ihr uns so an,
dat je beide schneien worden aanschieren. Dat die Feuer schneien einfach aanschieren. Jeder mit seinen Schneien. Wenn dort zu viel Lied auf eine Bank setzt, dann hüpft eine Bank eine Pferde. Und da kommt hier Pferde set. Aber die Schneien, checkt ihn an und die Schneien sollen anschieren. Rodilla in Rodilla. Vielleicht habt ihr das noch niemals euer getan. Wenn ihr nicht Ruhm habt, dann kommt eine Pferde. Hier ist mucho Bänke ladig. Jeder einer, dort eine Feiertschneie anschieren. Sper je mal, wie rund die sind. So. Und nu, zal je een hangbed geven. Jeder einer hat zijn hangbed mitgebracht. Das ist plus der Geschmack. Das soll ich ein Foto machen und dann in mein Phone haben, immer so, dass ich das immer sein kann. So schmeckt es mir das. So. Und nu, zal je Jesus einladen in je Eier. Laat hem aan. Je kan het ook beden. Dat schijnste wordt nog zijn, want je beden worden. Niet bloß einer. Vielmal gleich wie aus früher, ach, laat den Mann beten, wie verstärken uns, hinter dort. Aber bet, wenn je bloß abends kennen, dann bet. Jeder einer bet. Und laat Jesus an in je Eier. Sagte Jesus, komm in unsere Eier an. Du sitzt bei uns dort jetzt. Du chanst uns. Du weißt, wo schwer das nochmal ist und wo schein das nochmal ist. Jesus weiß alles, aber danach freut er sich, wenn wir am Einladen, am alles sein. So, wir wollen nun ein paar Minuten Zeit geben und wir können alle Jesus in ihre Eier einladen. Dankeschön, Vater, für deine große Liebe. Dankeschön, dass du uns Leben lässt und dass wir einfach können Leben wiedergeben, bloß wenn wir das erst von dir kriegen. Du bist gut, du bist herrlich, uns Vater. Wir wollen die loben und preisen für das Eis, was hier sind. Und so wie von dir auch sagen, Jesus, komm in unsere Eier. Sieh du dort stehen in unsere Eier. Lädt du uns. Wir wollen ihr Led worden durch den Heiligen Jesus. Und auf seine Stimme horchen, die auch gehorchen, wenn er uns ledet. Dat we kunnen gehoorzaam zijn op die wierd en dat wat u ons zegt is. Ik bid bij jeder Eierpaar wat hier is, dat Jezus kan wirklich den Unterschied zijn en de aanvang en eng van al deze Eiers. Ik mag voor jeder einen beten, wer von dir Jesus zum ersten Mal eingeladen hat in sein Leben. Aber für die, was von dir einen neuen Anfang mit Jesus gemerkt hat. Dass der Herr Jesus mag trösten, dass der Herr Jesus mag Kraft schenken in einen neuen Wind, eine neue Zeit. Niet vier. Ik mag beten dat alles wat hier van jou aangekomen zijn, wat verbruiken zijn, dat die ware hergesteld kunnen worden im Namen Jesus Christus. Durch die Kraft van Jesus Christus. Wie willen die dafür danken sein, dat is wenn du dat bist. Zoals de Bibel zegt, wenn deine Schläge zijn wie geheilt. En ook die alles kunnen geheilt worden, wenn du verschleeuwen bist, Jesus. En we danken dir voor wat du am Kreuz auf Golgatha für uns getan hast. In Jesus' Namen sei wir vielmal Dankeschön. Amen und Amen.